alles Gute zu wünschen. Fast in der ganzen christlichen Welt feiert man heute Weihnachten, der uns, den Gläubigen, Jesus Christus, das Leben geschenkt hat und uns von der Vernichtung und Verfall gerettet hat. Wir gehen heute wie vor mehr als 2000 Jahren zu ihm mit der großen Gabe, das heißt mit der großen Glauben aller Christen in das ewige Leben auf der Erde. Wir schenken unserem Herrn Gott unsere Liebe, unseren Seelen, unser Herz und unseren Geist und unsere besten Taten im Namen von Jesus Christi. Heute wurde dieses Fest nicht nur zum christlichen, sondern auch zu den weltlichen Feiertag, den wir auch heute begehen. Man feiert diesen Tag bei uns in der Ukraine und auch in der Welt, in allen Ecken und Enden unseres Kontinents. Wir würdigen unseren Herrn Gott, unseren großen Tribut und unsere Gabe für sein riesiges Opfer wegen Erlösung aller Christen von dem Sünde, von dem Tod und von der Hölle im Namen von Jesus Christus in das ewige Leben auf der Erde. Also und jetzt, die Mädchen sagen ein paar Wörter über Sitten und Bräuche in Deutschland und natürlich in der ganzen Welt. Bitte, Mädchen. Das Fest der Geburtstag von Jesus Christi am 25. und 20. Dezember. Zuerst allen deutschen Familien trifft man Vorbereitungen für dieses Fest. Man weckt Christstollen, Pflanzen in der Form Weihnachtsmann und stehen Tannenbaum und so weiter. Man kauft den Tannenbaum, den Christbaum Schmuck. Lichtpyramiden, Lichtkugel und Glückwunschkarten. Man holt die Krippe aus dem Keller und bereitet hübsche Geschenke. Den Tannenbaum schmückt man zum 24. Dezember individuell nach Geschmack. Und eine Musik sind die Kerze am Baum. Außerdem hängt ein Bügelholzfigur in Lametta an dem Baum. Unter dem Baumstein mit den Figuren der Heiligen Maria, des Josef und Christus Kindes. Am Heiligen Abend macht man die Bescherung. Jeder schenkt den anderen seine Geschenke. Das ist große Freude für alle. Am Abend gibt es ein großes Essen, die Weihnachtsgans mit Rotkohl und Kartoffeln. Man isst Brötchen und Stollen. Man ladet Verwandten, Bekannten und Freunden ein. Alle freuen sich Weihnachten auf fröhliche Atmosphäre, Geschenke und Tannenbaum. Am Anfang aber zündet man 4 Kerzen. Hinein. Weihnacht, Weihnacht, das ist wahr, ist das schönste Fest im Jahr. Schon dunkel es, mit letzter Koffer eilen, mit langen Schritten ihren Stuben zu. Ein stilles Lied singt durch die Straßenzeilen und lässt den Menschen kurze Zeit verweilen. Dann geht die Stadt, die große Stadt zurück, doch klingt das Lied, als könne es nicht enden. Von Haus zu Haus und über Tal und Tal. Es wird zum Gruß, den sich die Menschen senden, und wird zur Tat in ungezählte Händen die stille Lied, das nie verklingen kann. Der Frieden wohne immer da auf Erden, für ihr beschützt das Leben gut, was lang nicht war. Ein Leben frei davon drohenden Beschwerden, drum in unserem Blut. Die ganze Welt und alle Kontinente drücken einen großen Respekt der Heiligen Gott aus. Zu Weihnachten in Deutschland bereiten sich alle Familien ein ganzes Jahr. Hier feiert man im Kreise der Familie. Seit der Reformation, seit dem 19. Jahrhundert, ist der 24. Dezember der Heilige Abend, der Tag der Bescherung. In vielen Familien läuft der Heilige Abend in etwa gleich ab. Abendessen, Anzünden der Kerzen am Weihnachtsbaum, Vorlesen der biblischen Weihnachtsgeschichte, Singen und Musizieren, Spielen, Lesen, Gebet, Essen und Fernsehen. Es gibt Familien, die auf einen Weihnachtsbaum oder Christbaum verzichten, selbst wenn sie nicht religiös sind. So gehört einfach mit zu den Weihnachtstagen. Vermutlich stammt dieser Brauch aus dem Elsass,
hat einen heidnischen Ursprung und wurde von Martin Luther aufgegriffen. Er machte den grünen Tannenbaum zu Weihnachtssymbol der Reformation, so wie die Krippe das katholische Weihnachtssymbol ist. Am ersten Weihnachtsfeiertag, dem 25. Dezember, werden Verwandte besucht. Man wünscht sich frohe Weihnachten oder frohes Fest, ist übrig und verbringt den Tag möglichst geruhsam. Am 26. Dezember, der zweiten Feiertag, klingt der Weihnachtsfest langsam aus. Manche fahren bereits in die Skifahren, andere müssen am nächsten Tag schon wieder zur Arbeit gehen. Jeder freut sich jetzt über den Geburt von Christkind. Es gibt Geschichten über es. Eine von ihnen könnt ihr hören. Das ist Geschehen über Heilige Nacht. Von ihnen Stadt, von der Erlösung durch kleines Kind, durch dessen Geburten wir alle lebendig sind. Eine Volkssammlung wurde eingeleitet und folgendermaßen vorbereitet. In ganzer Weltreihe hakte mit Plakate aus, im Befreundeten sei zu Zeichen mit Mann und Maus. Auf im Nazareth, wo das Mädchen Maria und Josef wohnte, hing ein Plakat, das keinen verschockte. Und da Maria kurz von der Niederkunft stand, nahm Josef sie persönlich bei dem Hand. Hat ihr auf dem Essen und heißt sie nicht verzagen. Mit Gottes Hilfe möchte man eine Reise nach Bethlehem wagen. Und schlug ihre Stunde, so gäbe es sicher als dort eine Hebamme und einen warmen und ruhigen Ort. Das Mädchen Maria und ihr Zimmermann kamen leider zu spät in Bethlehem an. Alles war überfällt. Man möchte es kaum glauben. Für Maria und Josef war nirgends ein Raum. Ein alter Stall nur außer der Stadt. Ein Söhnlein gebar namens Jesus Christ. Vertrieben sich die Hirte, die Landweile, nicht weit vor den Städtischen, vielleicht eine Meile. Plötzlich stand den Engel des Herrn vor ihnen in strahlendem Licht. Er sprach zu ihnen: O fürchtet euch nicht, im Glänzen des Herrn, der die Hirten umgab, erschrecken sich heftig und stützen sich Hirten auf ihren Stab. Denn ich verkünde Folge, so fuhr er fort, für alles Volk, an jeglichem Ort. Heute kam es in der Wiesstadt der Messias zur Welt, der Retter, der Herr, Erlöser bestellt. Als Erkennungszeichen weiß ich darauf ihn. Das Kindlein liegt in einer Krippe drin. Kaum heute die Erscheinung zur Erde gesprochen, war überall der nachtliche Himmel aufgebrochen. Und beim Jubeln und Brausen war von oben zu hören, wie von den Großen und Schönsten hören. Und auch der Text war genau zu verstehen. Er sei Gott, Gott in der Höhe, der die Hirten noch sprachlos verstreuen, begannen sich kurz darauf zu freuen. Machen wir uns schnell auf den Weg und suchen im Bethlehem nach dem Beleg für das, was uns kundgetan worden ist, vor dem neugeborenen Herrn, Jesus Christ. Einladend gingen sie hin und fanden Josef und die junge Frau und das Kind in der Krippe, in dem schäbigen Bau. Und dann kehrten die Hirten zu ihrer Herde zurück und lobten und dankten Gott für seine unsagbare Glück. Du fröhliche, oh du selige, gnadenbringende Weihnachtszeit, welches verloren, Christ ist geboren, freue sich, o Christenheit. Einem Stern nach Bethlehem folgten, um das Jesuskind anzubeten.
Dreikönig spielt als Feiertag eine wichtige Rolle. Es ist kein gesetzlicher Feiertag und daher nicht arbeitsfrei. Der 6. Januar wird aber als Ende der Weihnachtszeit empfunden. Der Weihnachtsbaum wird geplündert und weggeworfen. Der Schmuck bis zum nächsten Jahr verstaut. Von der katholischen Kirche wird noch der Brauch des Dreiköniges gepflegt. 3 Jugendliche verkleidet als die drei heilige Könige ziehen sich und ziehen von Haus zu Haus. Über die Haus- oder Wohnungstüren schreiben sie danach 3 Buchstaben. Das sind die Anfangsbuchstaben des Segensspruches Christus Missionen Benedicat. Gleichzeitig sind diese 3 Buchstaben der Initialen 3 Könige, Kaspar, Melchior und Balthasar. Die heilige 3 Könige. Die heilige 3 Könige aus Morgenland, sie fragen in jenen Stadtchen, der Jungen und Alten, sie wussten es nicht, die Könige zogen weiter. Sie folgten einen goldenen Stern, der leuchtete lieblich und heiter. Der Stern bleibte steck über Josef Haus, da sind sie hineingegangen. Das Ochlein blühte, das Kindlein schrie, die Könige sangen. Wir kommen daher aus der Morgenland, wir kommen geführt von Gottes euch Gott. Einen schönen guten Abend an eine göttliche Saal, die uns der Herr Christus hat bereitet. Kommen hier, Gott gesagt, diesem Stern aus Morgenland. Wir zogen daher in schnell den 30 Tage der Wundermeer. Wir kommen zum Herodes Haus. Herodes schaut zum Festen heraus. Ihr lieben 3 Weisen, wo weit, ich will hier. Nach Bethlehem stärkt uns der Sinn. Nach Bethlehem ist da die Stadt, aber der Christ geboren war. Liebe Weisen, bleibe heute bei mir. Ich will euch geben gut Quartier. Ich will euch geben Hell und Stell. Und will euch Garten in Ach, lieber Herodes, das kann nicht gesuchen. Wir müssen den Tag nach weitergehen. Wir zogen miteinander der Berg hinaus. Wir sagen, der Stern stand über dem Haus. Wir zogen miteinander das Tal hinein und fanden das Kind im Käppelein. Wir fanden das Kind der Barnaken los. Maria nahm auf ihren Schoß. Und Josef so sein Hemd aus, gab Maria die Magd hinten draußen. Wir taten unsere Schätze auf und schenken das Kind Gold, Weihrauch. Gold, Weihrauch und Myrrhe. Das Kind soll unser König sein. Ihr habt eine Währung geben. Gott lasse ihn Zepter leben. Wir können nicht lange bleiben. Der Stern soll uns noch weiter retten. Ein anderer Hirte. На горі небо жив один старий пастух. Weidete seine Schafe und blies dazu auf seiner Hinterflotte. Він пас своїх овець і дув свою дудку. Auf dem Berg gab es kein anderes Haus als seine alte Hütte, zu der führte ein schmaler Pfad. На горі не було іншого дому, як його стара печера, до якої вела вузька доріжка. Der Hirte war einsam und arm. Пастух був самотній і бідний. Eines Nachts, als unter der Palmen eingeschlafen war, hatte einen Traum. Однієї ночі, коли він заснув під пальмою, він побачив сон. Велика зірка зійшла на небо. Einen solchen hatte noch nie gesehen. Такої він іще не бачив. Und ein Engel kam, der sprach, fürchte dich nicht, ich verkünde, der große Freude. З'явився ангел і заговорив: не бійся, я сповіщаю тобі велику радість. Heute Nacht ist das Christuskind geboren. Сьогодні вночі народився Ісусик, дитятко. Wacht auf und folge dem Stern. Просипайся та йди за зорею. Der Hirte wachte auf. Пастух збудився. Da stand der große, helle Stern über ihm. І тут стала велика зірка над ним. Eilig weckte seine Schafe, nahm Stab und Flotte und folgte dem Stern. Поспішаючи, збудив він своїх овець, взяв посух, дудку та пішов за зорею.
zog ihm nach über Berge und Täler, und die Schafe gingen hinterdrein. Вона вела його понад горами та долинами, і вівці йшли за ним. Sie kamen in eine schöne Stadt. Вони прибули до гарного міста. Da dachte der Hirte, hier werde ich das Christuskind finden. І тут пастух подумав, я знайду дитятко. Aber der Stern führte ihn weiter. Але зоря вела його далі. Sie kamen an ein prächtiges Schloss. Вони прибули в розкішний замок і знову подумав пастух. Hier werde ich das Christuskind finden. Тут я знайду дитятко. Sie kamen an ein einsames Feld. Вони прийшли у самотнє поле. Da stand eine alte Hütte, zu der führte ein schmaler Pfad. Там стояла старенька хижина, до якої вела вузька доріжка. Der Hirte wollte umkehren. Glaubte, hatte sich verirrt. Пастух хотів повернутися назад, але зрозумів, що заблудився. Aber der Stern zeigte sich und blieb über der Hütte stehen. Однак зірка наблизилася і зупинилася над хижиною. Erstaunt trat der Alte näher. Старий підійшов і здивувався. Da lag das Kind auf Heu und Stroh in einer Futterkrippe. Тут лежала дитина в сіні та соломі у яслах. Maria und Josef waren eingeschlafen. Марія та Йосип заснули. Das Kind aber schaute den Hirten an, und erschrak. Дитина дивилася на пастуха, а той боявся. Du bist das Christuskind, sagte er. Ти Христос дитятко, сказав він. In einer Hütte bist du geboren. Du hast seine Wiege. In einer Krippe musst du liegen auf Heu und Stroh. Ти народився у цій хижині, у тебе немає колиски, і ти мусиш лежати в яслах на сіні. Und zog seinen Mantel aus und deckte der Kindleid damit zu. Він зняв плащ і вкрив ним дитятко. Das leuchtete das Christuskind und der alte Hirte voraus alle Arbeit. І тут Ісусик засміявся, та старий пастух забув свою убогість. Sagte, ich weiß nun, der Himmel und die Erde sind dein. Він сказав, тепер я знаю, небо і земля твої. Und eine Freude wurde übergroß. І його радість була безконечною. Patron der Kinder. Ist der Schutzpatron der Kinder. Alle Kinder stehen am Abend am 5. Dezember ihre frische Geburtstagsschüchen vor die Tür. Und dann nach Nacht kommt der Nikolaus und packte ihre Äpfel, Nüsse und Süßigkeiten in die Schuhe. Nun, wenn die Kinder sehr böse und ungezogen waren, dann bekommen sie eine Rute oder eine Kohle. In den Kindergarten kommt der Nikolaus selbst auch manchmal und teilt Geschenke aus an die artigen Kinder. Es ist genau wieder Weihnachtsmann wie der ukrainische Ded Moroz. Silvester, 31. Dezember, der letzte Tag des Jahres, wird unterschiedlich begangen. Viele treffen mit Freunden und man feiert dort gemeinsam und andere gehen ins Theater oder organisierte Tanzveranstaltungen. Menschen wünschen ein glückliches neues Jahr oder Prosit neues Jahr. Und auch in Neujahrstag ist im Regel übliche gegessen, Ente, Gans und Karpfen. Und man kann gehen bei schönem Wetter spazieren, besuchte Freunde und Verwandten und hofft im Übrigen, dass man eine gute Vorsätze fürs am neuen Jahres wird durchhalten wird. Und der Weihnachtsmann kommt mit seinen Gaben, gute Lichter sie bezieht, Kind mit Krippe, Schaf und Stier, so der Bär und Panthertier möcht ich gerne haben. Doch du weißt ja, unser Wunsch, kennst ja unser Herzen, Kinder, Vater und Mama, auch sogar der Großpapa, alle sind wir da, warten keine Schmerzen. Morgen kommt der Weihnachtsmann, kommt mit seinen Gaben, bunte Lichter sie bezieht, Kind mit Krippe, Schaf und Stier, so der Bär und Panthertier möcht ich gerne haben. Morgen kommt der Weihnachtsmann, morgen kommt der Weihnachtsmann, morgen kommt der Weihnachtsmann, morgen kommt der Weihnachtsmann. Ich muss euch sagen, es weihnachtet sehr. Weil überall auf den tollen Spitzen, sag ich, goldene Lichter sitzen. Die droben aus dem Himmel stark, sag mit großen Augen, das Christkind hervor.
Und wie ich so streich durch den finsteren Tag, da rief mich mit heller Stimme an. Nicht ruprecht, rief es. Alter Gessel, hebe die Beine und spute dich schnell. Ich sprach, lieber Herr Christ, meine Reise ist zu Ende. Hast denn das Segeln auch bei dir? Ich sprach, das Segeln, das ist hier, den Apfelnuss und Mandelnkern essen fromme Kinder gern. Hast denn die Rute auch bei dir? Ich sprach, die Rute, die ist hier, dafür die Kinder nur die Schelte. Die trieb sie aufwecken, das Kind sprach, so ist es recht, so geht mit Gott, mein treuer Knechte, von draus, von Wald komm ich her, ich muss euch sagen, es Weihnachten steht, und sprecht wie ich, hier innen find, sind gute, sind böse Kinder. Sie wohnten in keinem Grünhotel, sie schliefen in Tannenschneisen, doch weil es in der Wälder so unwirklich war, bezogen sie einen Stall. Dort wird in der Nacht der Hallen geboren und die Hirten, sie kamen an. Ein Engelchor lobte das Wunder der Nacht. Das Kindlein lag Nacht auf dem Stroh. Drei heilige Könige knieten davor und die Welt würde wieder froh. Auf dem Feld, ein Engel Gottes, licht und klar, mit seinem Gruß tritt auf sie dar. Vor Angst sie decken ihren Gesicht, da spricht der Engel, fürcht euch nicht, denn ich verkünd euch große Freude. Der Heiland ist euch geboren heut. Bald kommen auch gezogen fern, die heilige Könige mit ihren Sternen. Sie knien von dem Kindlein heut, schenken sie Mühren, Weihrauch, Gold. Nacht, heilige Nacht, alles schlaft, einsam wacht, nur das graue, o heilige Bad, hol der Knabe in lockigem Haar, schlaf in himmlischer Ruhe, schlaf in himmlischer Ruhe. Stille Nacht, heilige Nacht, Hirten erst gut gemacht, durch der Engel Halleluja, tut es laut und fern und nah. Christ der Retter ist da, Christ der Retter ist da. Stille Nacht, heilige Nacht, Gottes Sohn, oh wie lacht, lieb aus allem irdischen Mund, darum steht mir der Stund. Christ in deiner Geburt, Christ in deiner Geburt. Geht die Engel im Kreise und wird die Krippe immer zu. Der Esel sagte leise, die A und der Ochse sein Mühe, der Herr der Welt. Lässt alles gelten, es dürfen auch Namen, ich und du. Fern, leise, leise, von Himmel Strom steht Gottes Sohn, euch Trank und Speis, was Hunger hat, wird übrig satt. Leise, leise, fällt Gottes Brot, und habt ihr's nun, habt's auf und dankt und Fleiß. Kinder wird's was geben, morgen Kinder wird's was geben, morgen werden wir uns freuen. Welch ein Jubel, welch ein Leben wird in unserem Hause sein. Einmal werden wir doch wach, heißer, das ist Weihnachtstag. Wisst ihr noch die Spiele, Bücher und das schöne Hotel fern? Schönste Kleider, goldene Dusche, Puppenstube, Puppenherd. Morgen strahlt der Kerzenschein, morgen werden wir uns freuen. Alle Jahre wieder kommt das Christuskind auf die Erde nieder, wo wir Menschen sind. Kehrt mit seinem Segen ein in jedes Haus. Geht auf allen Wegen mit uns ein und aus. Ist auch nicht zur Seite, still und unerkannt, dass es treu mich leite an der lieben Hand. Küssen die Kleinen nicht hingehen, als zu der Weihnachtszeit ist, ob Engel Singer wieder von Frieden und Freude, wie sie gesungen in seliger Nacht, wie sie gesungen in seliger Nacht. Segnen den Vater, die Mutter, das Kind, segnen den Vater, die Mutter, das Kind, Glocken mit heiligem Klang, klingen die Erde erklang, klingen wie lieblichem Schale über die Meere noch weit, dass sich erfreuen durch alle selige Weihnachtszeit, alle aufjauchzen mit herzlichem Sang, alle aufjauchzen mit herzlichem Sang, golden mit himmlischer Klange,
klinken die Erde entlang. Da träumte mir ein wunderschönes Traum. Es stand auf unser Tisch von mir ein hoher Weihnachtsbaum. Und bunte Lichter ohne Zahl, die brannten ringsumher, die Zwieger waren allzumal voll golden Apfeln schwer. Und Zuckerpuppen in den Straßen, das war mal eine Pracht, da gab was ich nur wünschen kann. Und was mir Freude macht, und alles ist nach dem Baume satt, und ganz Tag, nach einem Apfelgift ist da, und nach einem Apfelgift ist da, und alles schärft, da wacht ich auf aus meinem Traum. Wie grün sind deine Blätter, du grünst nicht nur zur Sommerzeit, dein Hand liegt wieder, wenn es scheint. O Tannenbaum, wie grün sind deine Blätter, o Tannenbaum, du kannst mir sehr gefallen, wie hoch ist zur Weihnachtszeit, ein Mann und ich in Hoffnung. O Tannenbaum, du kannst mir sehr gefallen. O Tannenbaum, dein Werk wird mich was lehren. Die Hoffnung und Beständigkeit, die Frucht und Kraft zu jeder Zeit. O Tannenbaum, dein Werk wird mich was lehren. Ein Blumentag nach Rosenart, wir blühen auf blankem Eise, der Bote ruft aus hoher Luft. Leise, rund an ihr himmlisch Herz, stimmt ein Nachtengelsweise. Der Hirtenschar, erschreckt viel wahr, leise, den Fried und Freund geschmiedet euch heut und in der Hilfe im Preise. Zum Stille zieht und schaut und kniet, leise. Ihr strocht geschieht das Kind Lelix, es kommt von weiter Reise. Wir schenken ein anderes Geschenk. Wir singen Weihnachtslieder im Namen des Gottes. Wir danken dem Hohen Gott für alles, was wir haben und bitten. Für Glück, Gut und den Frieden. Alle im Namen des Gottes. Danke für die Weihnachtskrippe und gute Erzählungen. Mit meiner Laterne und meine Laterne mit mir. Die Sonne, der Mond und die Sterne, die leuchten hier und mir. Mein Licht ist aus.